Die futtert da unseren Anderl. Das ist unser einziges Flaschenkind, den hat die Mama nicht angenommen, deswegen ziehen wir ihn mit der Flasche hoch. Die letzten Züge. Oh! Hey, Olga! Vier Landfrauen sind unterwegs im Advent. Sie besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen, erkunden besondere Orte in den Regionen und servieren festliche Weihnachtsmenüs. Die Reise führt die Frauen von der Ostsee bis ins Voralpenland. Sonnenschein und milde Temperaturen im Dezember. Zum großen Finale treffen sich die Landfrauen am Sammerberg im Landkreis Rosenheim. Hier grasen 60 irische Dexterrinder auf den sanften Hügeln des oberbayerischen Voralpenlandes. Seit 4 Jahren züchten Theresa Tischner und ihre Familie die kleingewachsenen Rinder. Alle Tiere haben einen Namen. Das ist unsere Hermine, mit der haben wir angefangen. Die hat sich die Annalena damals ausgesucht, wie wir bei der Züchterin waren, bei der Anna. Da hat sie sich die Hermine ausgesucht. Das ist eigentlich der Annalena ihrer Kuh. Dann nebenan, die gerade frisst, die jetzt rausgeht, das ist die Kleopatra. Und die da hinten steht, mit den Hörnern nach vorne, das ist die Masayas. Die Hermine wirtschaftlich gesehen ist Wahnsinn, weil die haben wir jetzt ja seit 4 Jahren und die wird nicht trächtig. Also eigentlich wäre es ein Fall für einen Metzger, aber dadurch, dass wir mit der begonnen haben, bringt es auch keiner ums Herz, dass wir die einfach weggeben. Die hat hier einfach ihr Gnadenbrot bei uns am Hof. Das ist unser kleinstes Kalb, das ist unsere Efi. Nebenan die Mama, die Eris. Und ich bin schon total gespannt, wenn die Landfrauen kommen und unseren kleinsten Nachwuchs auch vielleicht knuddeln können. Heute wird der Offenstall frisch eingestreut. Damit das möglichst einfach geht, hat Theresas Mann Hansi extra einen Kran gebaut. Die Töchter Annalena und Katharina helfen, das Stroh zu verteilen. Darin sind die beiden geübt. Die Mädels, die sind so tatkräftig, das ist wirklich, da sind wir sehr, sehr stolz. Annalena ist 3 Jahre älter als ihre Schwester. Jetzt, wo bei uns auf die Welt kommt, kriegt gleich sofort noch ein Marken, einen Namen und also eigentlich so gut wie alle Namen weiß ich. Eigenes Fleisch ist sie gar nicht da und allgemein ist ja sehr wenig Fleisch. Ja, weil ich sehe die von Klo aufwachsen und alles und dann kann ich es einfach nicht essen. Der Auer Hof wird seit 4 Generationen von Familie Tischner bewirtschaftet. Theresa und ihre Töchter beginnen heute mit der Weihnachtsdekoration. Da die Familie den Christbaum traditionell erst an Heiligabend aufstellt, gehört die ganze Aufmerksamkeit der Krippe, die der Opa selbst gebaut hat. Das bauen eigentlich seit einigen Jahren die Mädels immer auf. Und dann überlegen sie, wo welche Figur hinkommt und wo sie was hinstellen. Und jedes Jahr schaut es dann immer ein bisschen anders aus. Ich habe schon einen Stabsauger gefüllt. Magst du sagen, oder Ich saug. Okay. Gut. Und der mal dort ist wieder hier. Die Mädels haben da schon eine genaue Vorstellung, wie alles ausschauen soll. Und damit sie da einen schönen Weg haben, wird natürlich dann gesaugt. Die Heiligen Drei Kini fangen immer an einem Eck an und die wandern dann jeden Tag quasi ein Stück weiter, bis dann am 6. Januar vor der Krippe stehen. Und der mit denen da hier und wo sind wir diese da? Können wir ja vielleicht da irgendwo so bleiben. Da? Ja.
Ich habe auch noch 3 Geschwister, wir sind zu 4 und wir haben auch zu Hause immer das Krippel zusammen aufgebaut. Es freut mich einfach wahnsinnig, wenn die Tradition einfach auch so weitergegeben wird und man das sieht, dass den Kindern das auch so gut gefällt und die jedes Jahr auch drauf hinfiebern, aufs Krippel aufbauen. Und das ist einfach eine wunderschöne Zeit. Lass mal es da, weil wir es auf der anderen Seite hören, dann sieht man das Kaviar. Nee, können wir den schnell weg. Und sollen wir schauen, ob es funktioniert? Ja. Bis 1990 war der Hof ein Milchviehbetrieb. Hansi und seine Eltern sahen in der Milchwirtschaft keine Perspektive mehr und stellten auf Mast- und Mutterkuhhaltung um. Ich halte dann oben nicht, dass die kreist. Auch Pensionsrinder grasten im Sommer auf den Weiden, bevor 2019 die ersten Dexter auf den Hof kamen. Passt. Die Zaun kontrolliert man deswegen, dass die Zäune immer in gutem Zustand sind, weil sonst können halt die Tiere spazieren gehen. Und man schaut, dass der Zaunpfosten nicht abgefault ist und ob die Isolierglocke da ist, dass auch der Strom gut fließen kann. Und so macht man das, dass es einfach eine saubere Arbeit ist. Der Zaun, das ist so eine Sicherheitsvorrichtung, den haben wir heuer neu gebaut. Es ist ja so, im Winter sind ja alle Tiere hier am Hof. Da sind ja keine auf Landschaftspflege unterwegs. Und die Herde hier eben, das sind die weiblichen Jungrinder. Und dahinter dann, da gehen die Weiden los, wo immer ein Stier mitläuft. Und damit da eine massivere Trennung ist, dass der Stier ja nicht drüber büchst, haben wir da jetzt so einen Holzzaun gebaut. Nach der Hofübergabe wollten Theresa und Hansi neue Wege gehen und entschieden sich für eine besondere Rinderrasse, die nur 1 Meter großen Dexter. Die Dexter gehören zu uns. Ich könnte es mir jetzt ohne denen nicht mehr vorstellen. Vor allem wäre es ja hier dann total leer um den Hof rum und so ist immer Leben da und nee. Darf ich die Eier schlagen? Die Eier trennen, meinst du? Ja. Gut, dann tust du die Eier trennen, du tust schon mal die Sahne rein. Schon rühren, oder? Warte mal, da tun wir jetzt die Eigelb gleich rein dann. Warte, du kannst das eine Eigelb da jetzt halt reinschubsen bei der Für das morgige Dinner bereiten die 3 schon mal ein Lebkucheneis vor. Ich bin auf die Idee gekommen bei Weihnachten und was könnte man das so als Nachspeise machen und wir mögen alle gern Lebkuchen. Dann haben wir gedacht, machen wir Lebkucheneis und schauen, ob es den anderen auch so gut schmeckt wie uns. So ist super. Nur eine Prise Lebkuchengewürz kommt in die Eismasse. Boah, das riecht jetzt gut im Vergleich zum Lebkuchengewürz. Genau. Kratzt das noch gescheit aus. Wunderbar. Oh, da freue ich mich drauf. Und das Beste ist, ich darf es mitessen.